In vielen europäischen Ländern ist seit über 70 Jahren Frieden. Die meisten von uns wissen nicht, wie es ist, wenn man um sein Leben fürchten muss, wenn Krieg ist. Wir wissen nicht, wie es ist, wenn man fliehen muss, wenn man in einem neuen Land ein neues Leben lernen muss. Und solange wir es nicht verlassen müssen, wissen wir auch nicht, was uns unser Zuhause bedeutet. Aber wir können versuchen, es uns vorzustellen. Dieser verdammte Krieg! Schau, was er mit uns gemacht hat, was aus unserem Zuhause geworden ist. Nur noch Trümmer. Nichts von unserem alten Leben ist noch übrig. Alles kaputt. Alles zerstört. Und warum? Weil die europäischen Politiker es nicht auf die Reihe bekommen haben, sich zu einigen. Beruhige dich, Katrin. Beruhige dich doch erstmal. Und so einfach ist es nun auch wieder nicht. Die Europäische Union bestand aus 28 Mitgliedstaaten. Du kennst es doch. Es gibt immer unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ideen. Jeder Staat hatte seine eigenen Interessen und wollte diese auch durchboxen. Aber Papa, du hast doch gesagt, dass die EU aus dem Bündnis von 6 westeuropäischen Staaten entstanden ist, um den Frieden zu sichern und um nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam zu handeln. Aber das konnte ja gar nicht funktionieren. Länder mit unterschiedlichen Lebensstandards und Werten in einer Gemeinschaft. So ein Quatsch. Man hat's ja gesehen. Sobald es ums Geld ging, da hörte die Freundschaft auf. Aber Leon, schließlich hat die EU 2012 für ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in Europa den Friedensnobelpreis bekommen. Und das Preisgeld war für die Kinder, die nicht in Frieden aufwachsen konnten, aufgestockt auf 2 Millionen Euro. Wow, Mama, ganz große Leistung. Jetzt sorgen die Politiker dafür, dass wir uns im Krieg befinden und kein normales Leben mehr führen können. Aber was hätte Deutschland denn machen sollen? Hätten wir für alles die Verantwortung übernehmen sollen? Und die anderen hätten immer und immer mehr Geld gefordert. Immer mehr Zugeständnisse verlangt. Was blieb uns eigentlich anderes übrig, außer die EU zu verlassen? Mein Gott, jetzt redest du schon wie ein Politiker. So ein Quatsch, hörst du dir eigentlich selbst mal zu? Die europäischen Politiker haben durch ihr Handeln den Krieg doch erst ausgelöst. Und was hat uns die Zerstörung der EU gebracht? Heckenschützen lauern in den Gebäuden. Diejenigen, die mal eine Gemeinschaft waren, die die gleichen Ideale hatten, bekämpfen sich. Jetzt gibt es die Europäer nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch Deutsche, Franzosen, Griechen. Jetzt entscheidet nur noch die Nationalität, ob du Freund oder Feind bist. Und es gibt keine EU und keine Demokratie mehr. Jeden Tag das Gleiche. Seitdem die Wasserversorgung zusammengebrochen ist, müssen wir jeden verdammten Tag diesen ellenlangen Weg zur Pumpstelle machen. Wieso bekommen die eigentlich nicht wieder aufgebaut? Reg dich ab. Wir sind ja nicht die Einzigen, die täglich hier raus müssen. Und die 2 Kilometer gehen ja noch. Es gibt Familien, die müssen noch viel weiter laufen. Ja, los, schnell weiter! Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, wie es vor dem Krieg war? Funktionierende Toiletten, Wasser aus dem Wasserhahn und vernünftige Duschen. Irgendwie nicht. Es ist fast wie ein Traum. So weit weg. Obwohl
Wir sind jetzt schon zum 4. Mal. Zum 4. Mal. Und was hat uns das gebracht? Nichts. Beruhige dich, mein Sohn. Heute habe ich ein gutes Gefühl. Heute wird unserem Antrag auf Asyl sicherlich stattgegeben. Und was, wenn nicht? Das hier ist doch pure Zeitverschwendung. Wir hätten gleich zu Michael gehen sollen. Der kennt Leute, die haben Verbindung zu Typen, die können uns direkt an die afrikanische Küste bringen. Mit diesem Schleuserpakt will ich gar nichts zu tun haben. Wir halten uns an Recht und Gesetz. Die nehmen doch nur das Geld der Leute, setzen sie in marode und völlig überfüllte Nussschalen und überlassen sich dann sich selbst. Ich habe schreckliche Geschichten gehört. Untergegangene Boote, ertrunkene Kinder. Aber das sind alles nur Gerüchte. Das kann man doch gar nicht wissen. Ich glaube nämlich, Familie Meiring, finden Sie sich bitte ins Zimmer 2 ein. Familie Meiring, Zimmer 2. Hab ich's doch gewusst. Heute ist es endlich soweit. Familie Meiring? Ja. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihrem Antrag auf Asyl in der tunesischen Republik nicht stattgegeben werden konnte. Ich konnte da Aber warum denn? Wir haben doch alle Voraussetzungen erfüllt und alle Anträge gestellt. Ja, guter Mann, da haben Sie recht, doch leider sind unsere Flüchtlingskontingente schon deutlich überschritten. Ein kleines Land wie Tunesien ist nicht dazu in der Lage, eine solche Masse an Flüchtlingen aufzunehmen und zu ernähren. Wir sind so schon am Ende und schließlich nicht das Weltsozialamt. Aber wir sind doch Familie, aber wir können doch... komm, Vater, die wollen uns hier doch nicht. Versuchen wir es in der ägyptischen Botschaft. Die ist, glaube ich, noch nicht zerbombt. Versuchen Sie Ihr Glück, aber ich kann Ihnen versichern, dass alle nordafrikanischen Staaten die Aufnahme von Flüchtlingen eingestellt haben. Da ist nichts zu machen. Versuchen Sie es in einem halben, dreiviertel Jahr noch einmal. Auf Wiedersehen. Familie Hagemann, finden Sie sich bitte ins Zimmer 2 ein. Familie Hagemann, Zimmer 2. Es gibt kein Land, das uns haben will. Nein, keins. Keine Chance. Aber wieso denn nicht? Ist doch ganz einfach. Sprichst du die Sprache? Kannst du Arabisch? Natürlich kann sie das nicht, aber das kann sie doch lernen. Schließlich spricht sie schon 4 verschiedene Sprachen. Und wir sprechen Englisch und Französisch. Das ist doch ein Klacks. Uninteressant für die dort drüben. Mit Menschen, die ihre Sprache nicht sprechen, können die einfach nichts anfangen. Ja, und außerdem wollen sie wohl keine Menschen in ihrem Land, die nicht ihrem Lebensstil entsprechen. Aber das ist doch Quatsch. Wir wollen doch ihre Kultur nicht zerstören. Es wäre doch eine Bereicherung für ihr Land. Keine Chance. Das sehen die dort einfach anders. Die wollen keine Flüchtlinge mehr. Erinnerst du dich noch daran, wie es bei uns war, vor ein paar Jahren? Dort haben wir auch einfach die Außengrenzen dicht gemacht und die notleidenden Menschen wieder nach Hause geschickt. Das machen die eben jetzt genauso mit uns. Und was wird jetzt aus uns? Ich kann hier keinen Tag länger bleiben. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, aus Deutschland herauszukommen. Das habe ich euch ja von Anfang an gesagt. Aber wolltet ihr auf mich hören? Aber das kostet. Wir müssen alles verkaufen. Würden alles verlieren. Mir egal, ich will nur weg. Weg aus Deutschland, weg aus Europa.
jedenfalls nicht viel. Und das meiste müssten wir wohl für gefälschte Pässe ausgeben. Sonst brauchen wir es erst gar nicht versuchen. Wieso? Verstehe ich nicht. Glaubst du, die lassen uns so einfach rein, wenn in Deutschland unser Asylantrag abgelehnt wurde? Wohl kaum. Wir müssen beweisen, dass wir politisch aktiv waren und jetzt verfolgt werden. Dann haben wir einen Aufnahmegrund. Aber wenn wir nur genug Geld bezahlen, dann sollte es schon klappen. Und wir bekommen unsere Parteinachweise und damit das Ticket für die Einreise. Dann hätten wir endlich die Möglichkeit, ein neues Leben anzufangen. Ich würde alles, wirklich alles dafür tun. Selbst wenn ich für andere Menschen die Toiletten putzen müsste. Ein besseres Leben, wie sehr ich mir das wünsche. Wir müssen es wagen, nur so können wir es retten. Los. Hier. Wo ist das Geld? Wartet. Gib her. Hier. Presse. Und wie geht es jetzt weiter? Weiter? Jetzt geht erstmal gar nicht weiter. Es sei denn, ihr habt noch mehr für uns. Aber abgemacht waren 5.000 €. Die habt ihr bekommen. Genau, Junge. Für die Pässe. Ihr Gauner! Doch gleich gesagt, dass das alles Verbrecher sind! Ich halte euch nicht auf. Ah, wartet! Sehr schön, aber damit kommt ihr nicht viel weiter. Höchstens bis in die Ukraine. Aber da ist doch auch alles zusammengebrochen. Dort stecken die uns ins Lager. Habt ihr eine Wahl? Wohl kaum. Es sei denn, ihr könnt uns noch mehr bieten. Wir können euch nicht noch mehr bieten! Das war alles, was wir haben! Bitte, wir müssen hier raus! Meine Frau, sie überlebt vielleicht sonst nicht! Was mit der Uhr und dem Ring? Nein! Das sind Familienerbstücke! Nein! Wenn euch Erbstücke lieber sind als euer Leben, dann bleibt doch in Deutschland. Wartet! Schöne Uhr. Okay, ihr habt aber nur eine Chance. Morgen, Punkt Mitternacht, treffen wir uns. Die genauen Details teilen wir euch mit. Seid pünktlich, sonst war's das. Ach ja, nehmt nur so viel mit, wie ihr am Körper tragen könnt. Nicht mehr und nicht weniger. Verstanden? Und einen Rucksack mit eurem persönlichen Hab dürft ihr selbstverständlich auch noch mitnehmen. Lieber Gott, gib uns Kraft, diese Überfahrt zu überstehen. Hilf uns aus dieser Hölle. Hör auf damit! Du machst den Kindern nur noch mehr Angst. Du hast doch sonst auch noch nie gebetet. Aber was soll man denn sonst anderes tun? Ja, vor allen Dingen den anderen Menschen auf diesem Boot nicht noch mehr Angst machen. Außerdem sollten wir es mal überstanden haben. Die Schlepper haben gesagt, dass es nur noch wenige Kilometer sind.
Wasserbrot ein. Was? Was? Geht alles nass? Nein, das ist nicht nass! Gott. Beruhigt euch! Beruhigt euch! Wir brauchen rationale Lösung! Nein, wir haben doch keinen Eimer! Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch einmal das Land sehen würden. Als das Boot untergegangen ist, da dachte ich, das wäre das Ende. Aber, naja, immerhin haben wir alle eine Schwimmweste abbekommen. Im Gegensatz zu so vielen anderen. Sprich doch nicht immer darüber. Das macht es doch auch nicht rückgängig. Vergiss es einfach. Vergessen? Wie soll ich das vergessen? Die Schreie, die Leute, die nicht schwimmen konnten. Hast du nicht die Leiche von dem kleinen Jungen gesehen, die am Strand lag? Wie soll ich das jemals vergessen? Ihr habt ja recht, das kann man nicht vergessen. Ich ja auch nicht, aber wir müssen jetzt nach vorne schauen und nicht zurück. Wir haben doch immerhin das sichere Tunesien erreicht. Nach tausenden Kilometern über dem Mittelmeer. Aber wir haben überlebt. Ja, wir haben überlebt. Legen Sie bitte Ihre Pässe und Ihre Einreisegenehmigung vor. Ja, das sind die Pässe, aber eine Einreisegenehmigung haben wir jetzt gar nicht. Sie haben keine Einreisegenehmigung unserer Botschaft in Deutschland? Dann können Sie auch nicht einreisen. Aber das kann doch nicht sein. Wir haben alles aufgegeben. Wir haben kein Geld mehr. Alles ist für den Bootsverfahrt draufgegangen. Und in Italien sagt man uns, dass man auch hier Asyl beantragen kann. Noch so einer, der die Märchen geglaubt hat, die Schleuse erzählt hat. Diese naiven Trottel. Hier gibt es kein Asyl mehr für alle. In den ersten Wochen, leider ja. Aber nachdem in unserem schönen Land fast eine Revolution aufgebrochen ist, wegen der Überfremdung durch Leute wie Sie, dann mussten die solchen Bürger beruhigt werden. Wir haben nur noch sehr kleine Kontingente. Und auch nur noch für Leute, die unser Land wirklich gebrauchen kann. Leute, die Geld mitbringen und im Staat nicht auf der Tasche liegen. Was sind Sie denn von Beruf? Ich war Dozent an der Universität für Geschichte und meine Frau, sie ist Verwaltung. Dann können Sie es gleich vergessen. Wir brauchen Ärzte, Ingenieure, Facharbeiter, aber Leute wie Sie. Sie können nicht einreisen. Ich gebe Ihnen hiermit die Einweisung in das offizielle Auffanglager. Dort bekommen Sie die nächsten Wochen Verpflegung und Unterkunft. Und dann werden Sie mit einem Schiff der Regierung nach Lampedusa, Italien zurückgebracht. In die Europäische Union. Aber es gibt keine Europäische Union mehr. Überall herrscht Krieg. Mein Sohn hat recht, wir können nicht zurück. Wir haben zu Hause nichts mehr. Kein Geld, kein Dach über dem Kopf, nichts. Bitte, bitte, habt ihr warm. Wir wollen doch nur in Frieden leben. Da kann man nichts machen. Selbst wenn ich wollte. Wir haben klare Vorschriften und die Union der nordafrikanischen Staaten hat sich auf rigorose Einreisebeschränkungen geeinigt. Tut mir leid. Der nächste.
geflohen aus Syrien. Doch gibt's andere, die sie nicht akzeptieren, denn andere Hautfarbe, andere Sitten. Doch müssen sie nur deshalb auf der Straße sitzen. Amir 13, verlassen ohne Family. Seinen Vater kannte Amir wirklich nie. Verschwunden in einem Kugelhagel, für immer in einer schlechten Lage. Ohne Heimat, ohne Zuhause, eine Flucht ohne Pause. Keiner lebt und ist mit ihnen verwandt. Sie sind geflohen aus dem eigenen Land, ohne Zukunft, ohne Perspektive. Und wir denken, es sind zu viele, das ist ein Hilferuf. Also nehmen ihn wahr, denn wären wir das, wären sie für uns da. Ist doch scheißegal, ob weiß und schwarz. Wichtig ist, was du in deinem Herzen hast. Und wenn du ehrlich bist, dann vermisst man dich nicht so wie die anderen, denn sie lassen uns im Stich. Ihnen ist egal, wie man leidet und wie man Frieden verbreitet. Amir 13, ich nehme deine Hand und zeige dir dein neues Land.